SRF Audio. Ruth ist ein Vorbild für mich, das muss ich so sagen. Manchmal nervt sie mich auch, aber ich bewundere sie sehr für diese Kraft. Also ich glaube, ich habe sie auch geschrieben als ein Vorbild oder etwas, das ich gerne mehr leben würde. Dinge anschauen, die einfach grau sind oder langweilig oder schon so oft gesehen und sie dann so beschreiben, dass man sie neu wiedersehen kann. In dieser ganzen Verhandlung war auch von mir der Wunsch, eine Sexualität zu beschreiben, die mit Pornografie nichts mehr zu tun hat. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die das Buch lesen, sich auch verwandeln. Literaturclub. Interview. Heute mit meinem Gast Julia Weber, mehrfach ausgezeichnete Schweizer Autorin. Sie war mit ihrem ersten Roman Immer ist alles schön für den Schweizer Buchpreis nominiert, hat heute ihren dritten Roman dabei, der frisch erschienen ist. Das Buch heißt Weil ich Ruth bin. Ich heiße Simon Leutold. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch darüber. Julia Weber, herzlich willkommen. Danke, dass Sie mich in Ihrem Atelier empfangen. Ich freue mich, hallo. Woher kommt eigentlich Ihre Faszination für Felle und Gerüche? Das ist mir schon beim letzten Roman aufgefallen von Ihnen. Und jetzt in diesem Buch ist es besonders auffällig. Felle und Gerüche. Felle und Gerüche. Also Felle hatte ich das Gefühl, ist eher etwas, was neu dazugekommen ist, aber es kann natürlich sehr gut sein. Ich glaube, so Haare und so, das spielt ja schon eine Rolle. Ich glaube, es hat mit der Weichheit und der Feinheit und dem Anfassen der Haptik zu tun und das Gleiche bei den Gerüchen auch. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Mensch, der die Welt eher so durch Anfassen und Riechen erlebt, als durch das über die Welt nachdenken. Und das mache ich dann in der Literatur auch so. Wenn Sie sich in ein Tier verwandeln könnten, welches wär's? Wahrscheinlich die Qualle. Warum? Weil sie nicht wirklich ein Hirn hat, sondern eigentlich ein ganzheitliches Wesen ist, das aus Hirn besteht oder so ganz anders funktioniert. Und also ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke, die Qualle denkt nicht, ach, wäre es vielleicht schöner, ein Huhn zu sein oder irgendwas morgen ganz anders zu tun oder dass sie darüber nachdenkt, was sie gestern besser anders gemacht hätte. Und das finde ich ein Zustand, den ich mir manchmal mehr wünsche. Also Julia Weber denkt schon, ach, wäre es vielleicht manchmal schön, eine Qualle zu sein, aber die Qualle denkt nicht in diese Richtung nach. Ach, es wäre schön, manchmal Julia Weber zu sein. Nein, ich denke nicht. Es würde mich erstaunen. Diese Frage mit dem Verwandeln, die kommt natürlich nicht von ungefähr. Menschen in Tiere zu verwandeln, das ist ganz was Zentrales, was die Hauptfigur von ihrem neuen Roman kann, die Ruth. Sie ist die Ich-Erzählerin von diesem Roman. Sie hat verschiedene besondere Fähigkeiten, unter anderem eben Menschen zu Tieren machen. Sie kann Bäume umstürzen lassen, sie kann Gewitter aufziehen lassen. Sie ist als Baby mit einem dichten Fell zur Welt gekommen. Ich habe mich so beim Lesen gefragt, ob sie so eine Art moderne Hexe ist. Ja, das ist sie. Genau so würde ich es auch beschreiben. Aber das Wort Hexerei oder Hexe oder Zaubern kommt im Buch nicht vor, was auch bewusst ist, weil es soll nicht mystisch, oder doch mystisch schon, aber es soll nicht Fantasy sein, es soll nicht etwas sein, was es nicht gibt, sondern sie ist eine Hexe, die es gibt. Und was macht ihre Hexerei aus? Die ja eben keine Hexerei ist, mindestens nicht mit diesem Namen. Genau. Sie schützt Menschen, sie gibt Menschen mehr Lebendigkeit, sie macht auch Ruth selbst stärker. Viel passiert auch über eine Wut, die Ruth hat und die oft jetzt gerade weiblichen Personen so ein bisschen abgesagt wird oder eher vom Sozialisiertsein her nicht so ausgelebt werden kann und sie lebt diese Wut auf eine sehr pompöse und laute und schöne Art und Weise aus. Das ist so Wut auf Gesellschaft, auf Normen, zum Beispiel auch darauf, was Männer mit Frauen anstellen, diese Art Wut. Ja, diese Art Wut. Aber manchmal auch, wenn sie ein Kind ist, einfach die Wut, dass sie Schokolade nicht bekommt, die sie will oder ihre Mutter irgendwas sagt. Ich habe jetzt gerade nicht mehr alle Szenen im Kopf, aber sie kann es nicht so zu sagen, sie ist nicht immer gesteuert und
mit Absicht dahinter oder sagt, jetzt setze ich meine Kraft ein, sondern diese Kraft kommt manchmal einfach aus ihr raus. Ich habe das Gefühl, diese Ruth hat so einen besonderen Blick auf die Welt. Ich habe ein bisschen Mühe, das selber genau zu charakterisieren. Manchmal wirkt es ein bisschen fast naiv. Es hat auch was Kindliches, das hatten Sie schon angesprochen. Was macht diesen Ruth-Blick auf die Welt für Sie aus? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich finde ihn aber gar nicht naiv, muss ich sagen. Also gut, naiv ist so blöd, ist so ein Wort, das eigentlich so eine schöne Fähigkeit ist, naiv zu sein, und es wird so negativ behaftet, obwohl das gar nicht sein müsste. So habe ich es auch nicht gemeint. Ja, aber sie ist immer noch so in meinem Kopf zumindest so blöd. Also ich glaube, sie ist sehr wach, sehr ehrlich, sehr unvoreingenommen, und dieses Fell, das sie hatte, bis sie dann eine Frau wird, dann verliert sie das Fell und hat einen Frauenkörper, was ganz andere Bedingungen dann auch irgendwie stellt oder ihr vorgibt. Und mit diesem Fell ist sie geschützt und kann eigentlich sein, was sie will. Und ich glaube, das macht Ruth sehr stark aus, dass sie so überhaupt nicht sich begrenzt fühlt, sondern sein kann, was sie will, tun kann, was sie will, das Gefühl hat, zu leben, was sie will. Und das macht sie dann vielleicht auch naiv, weil diese Beschränkungen ja trotzdem irgendwie da sind in der Gesellschaft. Sind das Fantasien, die Sie selber auch teilen? Also so ein Schutz, ein bisschen ein kräftigerer Umgang mit den Zumutungen der Welt? Ja, also ja, Ruth ist ein Vorbild für mich, das muss ich so sagen. Manchmal nervt sie mich auch, manchmal ist sie anstrengend, sie ist auch ein bisschen eitel, und das bin ich eher weniger, würde ich jetzt behaupten, aber ich bewundere sie sehr für diese Kraft. Also ich glaube, ich habe sie auch geschrieben als ein Vorbild oder etwas, das ich gerne mehr leben würde, diese Charakterzüge, die sie hat. Je älter die Ruth wird, desto mehr spricht sich herum, was sie kann, was sie alles für Fähigkeiten hat, und dann passiert es schon, dass die Leute fast Schlange stehen vor ihrer Wohnung, weil sie zum Beispiel von ihr verwandelt werden wollen. Solche Verwandlungsszenen gibt es ganz, ganz viele im Roman. Vielleicht lesen Sie uns gern eine kurze solche Passage vor. Sehr gerne. Wir gehören zueinander, der müde Mann und ich. Meine Hände lege ich auf seinen schweren Körper, küsse seine Füße, die ihn tragen, und die Knie, die ihn schmerzten, zuvor beim Treppensteigen. Und ich küsse seine Ohren, die alle diese Stimmen hören und die Ansagen in der Bahn, die Werbung im Radio, die Mütter, die von Warschau erzählen. Und ich küsse seine Lippen, die schweigen. Der Mann lächelt mit geschlossenen Augen. Es erscheinen in seinen Wangen 2 Grübchen, eines auf der linken Seite, eines auf der rechten. Diese Grübchen hatte ich schon als Kind, flüstert er, als ich beide Seiten seines Gesichtes küsse, beide Grübchen und seine dunklen, dichten Wimpern, seine Stirn über die Furchen gehen und seine Wangen, die glühen. Ich küsse die Arme so viele Male, bis sie flacher und breiter werden, und Federn sammeln sich auf der Haut, kleine, feine Federn, fast haarig, und darüber festeres Gefieder mit Hornstiel, dunkelbraun und an der Brust rötlich. Am Bauch wächst durch die Berührung meiner Lippen ein feiner weißer Flaum, und seine Finger werden hart und rosa, dünner Krallen wachsen anstelle der Nägel, ich halte ihn fest. Er schrumpft, bis er in meinen Händen sitzt, als Vögelchen mit roter Brust, und pfeift und zwitschert. Liebes Vögelchen, sage ich, öffne die Hände, lasse es fliegen. Vielen Dank für diese kurze Stelle aus Ihrem aktuellen Roman, Julia Weber. Ja, diese Verwandlung in ein Vögelchen, das Erste, was mir dabei in den Sinn kommt, ist natürlich Freiheit, wegfliegen können. Die Leute, die sich von Ruth, von der Hauptfigur in ihrem Roman, verwandeln lassen, die entwickeln fast so was wie eine Sucht danach. Die kommen dann immer wieder und wollen das immer wieder. Was suchen die eigentlich bei ihr? Sie suchen das Vergessen, ein Mensch zu sein. Also genau das, was ich vorher beschrieben habe, eigentlich warum auch ich gerne eine Qualle wäre, weil sie dann einfach am Ort sind, dort sind, wo sie gerade sind, und das sind, was sie gerade sind. Und
ihre Steuererklärung vergessen und was sie morgen noch müssen und Zahnarzttermin und überhaupt das Existieren, was manchmal mit so viel Aufgaben und so viel Funktionieren verbunden ist. Ist es so, dass es vor allem unzufriedene oder unsichere Menschen sind, die zu solchen Sessions gehen? Ja, ich habe mir das gar nicht so genau überlegt. Ich glaube, schlussendlich sind es alle Menschen, denen es gut, also eigentlich praktisch allen Menschen würde es gut tun, mal bei Ruth zu Besuch zu sein. Es ist nicht unbedingt, es sind nicht die oder die, aber es gibt eine einzige Figur im Buch, die darauf verzichtet und die das nicht braucht. Das ist ein Lehrer, der Genau. relativ stark so in sich ruht und sehr einen zufriedenen Eindruck macht. Genau. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Ja, und es ist eine sehr gute Frage. Ich habe sie mir nicht ganz zu Ende überlegt, eben wer jetzt da genau in dieses Raster fällt oder das braucht, was Ruth hat. Aber der hat das für sich einfach entschieden, dass er das nicht braucht. Vielleicht würde es ihm trotzdem gut tun, das wäre schön für ihn, aber er sagt einfach, er ist so zufrieden. Aber ich glaube, eigentlich schlussendlich sind es die meisten Menschen, denen das gut tun würde. Das heißt aber schon, dass sich dahinter sowas wie eine gesellschaftliche Diagnose von Ihnen versteckt. Also den Leuten geht es mindestens teilweise so schlecht, dass sie sich nur mit einem neuen Leben als Tier retten können. Ich würde nicht sagen unbedingt, dass es ihnen schlecht geht, aber dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark über Funktionieren funktioniert. Also dass wir einfach sehr viel leisten müssen und immer so, ich habe schon, also das ist eigentlich fast eher eine Vorstellung einer anderen Gesellschaft, in der wir viel glücklicher wären. Aber das heißt nicht, dass es uns jetzt schlecht geht, weil wir haben ja einfach so diese Werte und diese Möglichkeiten, die wir haben. Aber in einer anderen Welt, und für das ist Kunst ja auch da und so schön, dass man sich das ausdenken kann, könnte man mehr im Moment leben und könnte von dieser Funktionalität abgelegt werden. Also ich würde gerne gewisse Dinge ändern in der Gesellschazu und mehr zu einem Bewusstsein des Tieres kommen. Was hat Lust damit zu tun? Das ist auch auffällig. Also die Verwandlungen, die Sie erzählen, die sind fast alle sehr sexuell aufgeladen. Es geht viel um Berührungen. Vieles davon findet in Ruths Bett statt. Man ist dabei nackt. Es geht ums Küssen. Küssen ist ganz zentral. Fehlt der Gesellschaft also ein guter Umgang mit Lust? Ja, das ist schön, ja, schon schön formuliert. Ich glaube, das ist von Ruth aus gesehen, das ist ja auch ihr Charakter. Sie ist sehr lustvoll und auch sehr körperlich. Und sie, also in dieser ganzen Verhandlung war auch von mir der Wunsch, eine Sexualität zu beschreiben, die mit Pornografie nichts mehr zu tun hat und auch mit gewissen Verhältnissen, in der wir in dieser Gesellschaft Sexualität verstehen, völlig, also einfach das wegzulassen und das eigentlich neu zu erfinden. Und das habe ich versucht mit dieser Verwandlung, es gibt keine Normen, es gibt kein weiblich-männlich, es gibt kein Alter, es gibt kein Machtverhältnis, sondern es ist eigentlich ein Auflösen der Körper miteinander und dann eine Verwandlung in etwas ganz Neues. Und nicht zielgerichtet, irgendwo, jetzt haben wir das und machen das und bewegen uns und sind so irgendwie zusammen, die Menschen, sondern es ist eher so strahlenförmig. Was wäre Ihnen eigentlich selber lieber, verwandelt werden oder Menschen verwandeln können? Das ist eine gute Frage. Ich glaube beide. Ich glaube, eigentlich ist es egal. Das ist aber keine Antwort. Ja, das stimmt. Aber nein, ich finde beides, es ist eine sehr gute Frage, müsste ich jetzt darüber nachdenken. Aber schlussendlich spielt es keine Rolle, weil es sich ja auflöst, weil Ruth auch immer sich mitverwandelt. Sie ist nicht, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass sie nicht dann da sitzt und das tut als Dienstleistung und am Ende wird ihr gedankt und dann gehen die Leute wieder, sondern sie ist ja Teil davon. Und deswegen ist es wahrscheinlich, ab einem gewissen Moment spielt es gar keine Rolle mehr, wer was ist. Aber wenn ich es jetzt aussuchen müsste und die Rolle, die ich sozusagen im Erfinden eingenommen habe, bin ich natürlich eher auf der Seite von Ruth, weil ja auch das Schreiben und die Kunst an sich
eine sozusagen wie ein Symbol oder eine Übertragung dessen ist, was Ruth macht. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die das Buch lesen, sich auch verwandeln. Das Und wollte wenn ich gerade sie's fragen. Ja, also das heißt, wenn wir das Buch lesen, werden wir ein bisschen verwandelt. Und in dem Fall sind natürlich Sie die dazu geführt hat, dass die wir uns Verwandlerin. verwandeln. Genau, ja. Sie haben angesprochen, dass Ruth Teil ist selber davon. Das finde ich ganz zentral. Also deswegen ist sie auch, glaube ich, so eine ambivalente Figur. Sie ist einerseits sehr, sehr stark wegen der Fähigkeiten, die sie hat. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass sie sehr fragil ist. Also sie braucht es ja, dass die Menschen sie brauchen, dass sie zu ihr kommen, um sich verwandeln zu lassen. Es macht ihr auch Angst, nicht geliebt zu werden. Es macht ihr Angst, Menschen zu verlieren. Sie betont immer wieder, wie schön sie selber sei. Sie hatten schon angesprochen, sie ist ein bisschen eitel. Ist das der Ort, also bei aller Freiheit und dem sich selbst genug sein, ist das der Ort, wo dann diese gesellschaftlichen Normen sie heimlich doch einholen? Ja, also ich glaube, es ist von Anfang an, ist sie auch Teil dieser Gesellschaft und ist aber auch ganz bewusst. Also ich will auch keine Figur erschaffen oder haben, die erzählt und die über dem steht, was sie erzählt und über den Menschen, mit denen sie in Berührung kommt. Das ist einfach, sie ist ja auch ein Mensch. Was sie aber hatte, ist dieses Fell, das sie geschützt hat in der Kindheit und sehr lange Zeit. Trotzdem hat sie dann plötzlich diesen Frauenkörper, der angesehen wird, der bewertet wird, der irgendwas sein muss und das geht auch nicht. Und sie hat ja die anderen auch Frauenfiguren und überhaupt Menschen um sich herum, die sie sieht und ist von dem auch beeinflusst. Sie ist kein Fabelwesen oder keine Übermacht, ja, einfach sehr menschlich. Mhm. Neben Ruths Fähigkeiten geht es im Buch ja um ziemlich große und auch schwere Themen, zum Teil bei ihr selbst, zum Teil bei anderen Figuren um sie herum. Es geht um Depressionen, um Essstörungen, um Suizidversuche, um verschiedene Arten von Gewalt, die Männer an Frauen ausüben, um Trauer. Was können wir uns von Ruths Umgang damit vielleicht abschneiden? Ja, sie sucht es ja eigentlich. Ich glaube, der Grund, warum in diesem Buch so viel auch schwere Dinge verhandelt werden, ist, weil sie ihre Leichtigkeit, die sie hat und ihre Lebendigkeit und ihre Kraft dazu nutzt, anderen Menschen zu helfen oder zumindest mit ihnen in Begegnung zu kommen und ihnen irgendwas zu geben und sie zu beeinflussen oder lebendig zu machen. Und ich glaube, das könnte man sich beeinflussen lassen, sagen, wenn ich gerade genug Energie habe, dann gehe ich irgendwo hin und suche jemanden, der diese Energie brauchen könnte. Einen Energieaustausch in der Welt. Es lebt ja nicht von dieser Schwere, das Buch, weil die Sprache meiner Meinung nach zumindest eher leicht ist, weil Ruth ja so positiv ist und das alles erzählt. Aber dass so viele schwere Dinge verhandelt werden, hat damit zu tun, dass sie sucht oder dass sie das ändern will. Ganz nur ausschließlich positiv ist sie ja schon nicht. Also sie übt auch selber eine gewisse Art von Gewalt aus. Es gibt ein paar wenige Figuren, die sie definitiv verwandelt, die sich nicht mehr zurückverwandeln dürfen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das habe ich schon gemerkt, das ist auch eine Stelle, wo es ihr vielleicht ein bisschen entgleitet. Ja. Vor allem eher gegen Ende ja auch. Also sie macht auch eine Entwicklung durch und muss mit all diesem, auch mit dieser Schwere ja dann irgendwie auch auskommen oder alles das, was sie erlebt oder was um sie herum passiert. Und gerade wenn sie Menschen, denen etwas angetan wird, die sehr liebt, dann ist natürlich diese... Dann überwiegt die Wut und dann genau, dann hat es passieren nicht Dinge. mehr so im Griff. Ich habe Ihr Buch schon auch stark als Buch über Verlust oder über die Angst vor Verlusten gelesen. Also das können Verluste von Beziehungen sein. Ruth hat Angst, ihre Freundinnen zu verlieren. Sie hat Angst, ihre Mutter zu verlieren. Es kann der Verlust von der Beziehung zu einem selbst sein. Es kann der Verlust vom Fell sein und vielleicht sowas wie einer unbeschwerten Kindheit. Und gleichzeitig, darüber hatten wir ja schon gesprochen, versuchen die normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Leute im Buch, ihr normales Leben ja hinter sich zu lassen. Also das ist auch eine Form von Verlust, von Loslassen. Wie stark ist Loslassen ein Thema in diesem Buch? Eher nicht loslassen, sondern eher Transformation, einfach wie die Verwandlungen auch. Oder Sehnsüchte. Weniger dass es darum geht, etwas zurückzulassen, sondern irgendwo Neues noch dazu zu holen, glaube ich. Ich habe in einem
kurzen Interview mit Ihnen gelesen, Ruth habe ihre Fähigkeiten von ihrer Mutter übertragen bekommen. Das und die Tatsache, dass es Ruth gibt, hat mich stark an ihren letzten Roman denken lassen. Da war Mutterschaft das große zentrale Thema. Der Roman hieß Die Vermengung. Ruth kam dort als Nebenfigur schon vor. Auch ein paar weitere Figuren, die jetzt in diesem Roman auch wieder vorkommen. Warum gibt es jetzt auch noch dieses Buch, wo Ruth im Zentrum steht? Also es gab es eigentlich schon vorher. Ich habe 2017, ewig lange her, angefangen, das Buch zu schreiben. Und das wurde dann von der Vermengung unterbrochen, sozusagen, weil ich schwanger wurde und dann dieses Mutterschaftsthema so groß wurde oder einfach irgendwas in mir verhandelt werden musste, auch sprachlich, an dem Ruth aber nicht teilhaben wollte. Die hatten einfach nichts mehr dazu gesagt. Erst als ich sie sozusagen in der Verhandlung, in der Vermengung, also im anderen Buch dazu befragt habe, was sie denkt. Aber das Thema hat sie nicht so interessiert. Und dann habe ich dieses Buch gemacht, aber es war klar, dass sie danach nochmal zurückkommt und nochmal erzählen muss. Und was muss noch erzählt werden oder was musste noch alles erzählt werden? Ja, eigentlich der erste Teil da war sie schon erwachsen. Das ist jetzt so in der Mitte oder sogar eher gegen Ende. Und ich habe dann nochmal bei der Geburt angefangen. Ich habe irgendwann gedacht, wenn jemand sich an die eigene Geburt erinnern kann, dann ist es Ruth. Dann probiere ich das jetzt. Wenn ich schon mal eine Figur habe, die das kann, dann schreibe ich das jetzt auf. Sie haben das schon angesprochen. Sie wurden während der Arbeit an diesem Buch zum zweiten Mal Mutter. Wie groß ist eigentlich die Rolle, die Ihre Kinder für dieses Buch spielen? Für das Ruth-Buch, also Ruth-Buch, das ist dann auch das Biblische, weil ich Ruth bin. Die spielen eine so durchdringende Rolle in meinem Leben, dass ich das jetzt gar nicht so genau sagen kann. Aber also weniger weil ich Ruth bin, als in der Vermengung. Also ein Ort, wo es mir aufgefallen ist, deswegen habe ich die Frage gestellt, ist bei der Sprache. Also mir ist einfach aufgefallen, dieses Buch bei aller Ernsthaftigkeit, bei den großen, drängenden gesellschaftlichen Themen, die es verhandelt, es ist auch sehr lustig. Ich musste immer wieder wirklich lachen, vor allem bei diversen Sprüchen, die ich eigentlich so in dieser Art Knappheit und ein bisschen Frechheit auch nur von Kindern kenne. Aber bei Ihnen reden halt auch Erwachsene so. Und deswegen habe ich vermutet, dass Sie einfach Ihren Kindern schon auch sehr genau zuhören. Das ist großartig. Das finde ich sehr schön. Also, dass es lustig ist, das hoffe ich. Das weiß man ja dann immer nicht, ob das, was man selber lustig findet, wirklich lustig ist. Also, die haben mich sicher beeinflusst, aber ich wüsste jetzt, so in einer gewissen Radikalität auch. Meinen Sie das? Ja, dann ist es ganz bestimmt beeinflusst. So diese pure Ehrlichkeit. Also vielleicht können Sie das mit dieser Radikalität noch ein bisschen vertiefen, wenn wir sagen, das ist vielleicht eine Eigenschaft von kindlicher Sprache. Worin liegt denn die Kraft von sowas? Also von Kindern überhaupt, oder? Also die Sprache, ja, die veräußert das, aber es ist ja das Schauen auf die Welt und das Unvoreingenommensein und das pure Reagieren, ohne noch nach hinten und vorne zu denken und zu überlegen, was man sich noch rausziehen und wem man noch was, und also so, ja, die Purheit, die halt Kinder noch haben, auch weil sie weniger lange leben und weniger beeinflusst wurden und weniger sich schon Prinzipien von Handlung angeeignet haben, die dann hoffentlich zu irgendwas führt. Sie sprudeln einfach so drauf los. Die Qualle würde das auch tun, wenn sie reden könnte. Ruth hat sich ein Stück von ihrem Kindsein als erwachsene Frau oder vielleicht ein bisschen ein größeres Stück von ihrem Kindsein als andere Leute als erwachsene Frau erhalten können. Wir haben vorhin ausführlich darüber gesprochen, dass das ja schon auch so eine Wunschvorstellung ist, ein bisschen mehr so sein zu können wie Ruth. Also heißt das unterm Strich, Kindsein ist das bessere Leben? Nein, ich glaube, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich glaube, es hat viel mit Neugierde auch zu tun. Und mit Wachheit, also Kind sein, weil wir tendieren, glaube ich, auch ein bisschen dazu, dass man dann so dieses Kindliche irgendwie hochhebt oder, wie sagt man, nicht klischiert, so idealisiert vielleicht. Danke, genau, danke. Das Wort hat mir gefehlt. So idealisiert, und es ist ja auch man ist ja einfach als Kind auch extrem verletzlich, und es ist eine sehr
verletzliche Zeit und deswegen würde ich dieses Idealisieren, finde ich, immer schwierig. Aber was natürlich in diesem Kindlichen drin ist, ist eben diese Neugierde und dieses Unvoreingenommensein. Und mein Schreiben hat ja mit Immer ist alles schön sozusagen angefangen, also mit dem Buch. Und dieses Buch habe ich eigentlich mit der Sprache begonnen. Und zwar wollte ich mir das wie etwas rückerobern von Dinge anschauen, die einfach grau sind oder langweilig oder schon so oft gesehen und sie dann so beschreiben, dass man sie neu wiedersehen kann. Und ich glaube, dieses Prinzip ist einfach jetzt bei Weil ich Ruth bin auch immer noch drin. Und das macht das Kindliche. Aber eigentlich ist es gar nicht kindlich, sondern eigentlich ist es mein Wunsch nach ganz genauem Hinschauen oder nach etwas in den Dingen erkennen, die scheinbar normal und schon abgehakt sind und sie wieder neu entdecken, weil das schlussendlich auch Lebendigkeit bedeutet. Weil Sie jetzt die Sprache schon angesprochen haben, wie schwer war es, die richtige Sprache, den richtigen Ton für dieses Buch zu finden? Ihn zu finden war nicht schwer, aber ihn zu halten fand ich sehr schwer. Oder schwer. Weil ich habe der Ursprungstext, also die ersten 3 Seiten von diesem Buch, war eigentlich eine Auftragsgeschichte für Michelle Steinbeck, war damals noch Redaktorin bei der Fabrik-Zeitung und hat mich gefragt, ob ich zu Irmgard Keun einen Text schreibe, einen literarischen, so auf die Sprache bezogen. Und dann habe ich versucht, einen Text zu schreiben in der jetzigen Zeit, das spielt ja so in der Weimarer Republik oder 30er Jahre in Berlin und habe das dann irgendwie versucht, in die Jetztzeit zu nehmen und so ist eigentlich diese Figur beim kunstzeichnenden Mädchen von Irmgard Keun ist ja auch so ganz selbstbewusst in einer Zeit, die so brutal und überhaupt nicht dazu gemacht ist, für eine Frau selbstbewusst zu sein. Und die ist ja auch sehr eingenommen von sich selber ein Stück weit. Ja. Sie sucht diesen Glanz, oder? Genau. Das hat Ruth auch. So dieses, auch ein bisschen eitel, aber so auf eine ganz, finde ich, faszinierende und so stolze Art und Weise. Und so ist diese Sprache. Und dann musste ich das natürlich von Geburt bis eben 30 dann diese Entwicklung und diese Sprache halten. Und ich hatte vor allem das Gefühl, es ist so ein Destillat. Sie war mir manchmal fast zu viel. Es war so wie Schnaps, den ich dann wieder ein bisschen wässriger machen musste, weil man sonst gar nicht auf 460 Seiten oder wie viel hat es jetzt durchhalten könnte. Wenn Sie mögen, habe ich zum Schluss noch ein paar Sätze für Sie, die Sie vervollständigen könnten. Erstens. Ich liebe meine Figuren, weil sie nicht sind wie ich. Wenn ich nicht schreiben würde, würde ich große Ölbilder malen. Eine gute Geschichte beginnt mit einem Buchstaben, aus dem dann noch alles werden kann. Schöne Vorstellung. Vielen Dank, Julia Weber, für dieses Gespräch. Danke auch. Soweit also das Literaturclub-Interview mit Julia Weber zu ihrem aktuellen Roman mit dem Titel Weil ich Ruth bin. Das Buch ist im Limmat Verlag erschienen. Alle Infos dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Episode oder auf srf.ch/literatur. Mein Name Simon Leuthold. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.